Halt schon einmal eine Ruhe. Da macht man einmal im Leben einen Anglerurlaub und du moserst und meckerst die ganze Zeit bloß rum. Sag einmal. Urlaub nennst du sowas? Für dich vielleicht, ja? Aber ich hock den ganzen Tag in dem depperten engen Wohnwagen rum. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, ich möchte ans Wasser. Herrschaftszeit, du bist doch am Wasser. Mein Gott, na. Wasser nennt er diese trübe Brühe, wo haben schon in aller Früh Tausende von Mückengeschwader überfallen. Freilich, freilich. Die gnädige Frau müssen ja dauernd in der Ferne umeinander schweifen, nicht? Exotisch möchte man's gern haben. Die heimischen Seen und Gewässer, die tun's ja nicht mehr. Meckern. Horch, die streiten schon wieder. Ich hasse Mücken. Das geht aber uns nicht so. Ja, dann sprüh dich halt ein. Schau, dass du wieder reintust. Ich wollte auf die Malediven und auf die Malediven, da gibt's keine Moskitos. Jetzt geh weiter. Oh, jetzt haben's aufgehört. Schau, dass dein Klo wieder reintust. Oh, ich muss die Nase überholen. Du machst doch hier bloß allerlei Dosen auf. Ja, aber warm machen muss es. Und abspulen muss ich auch. Ich wollte in ein Hotel, wo ich auch einmal bedient wäre. Ja. Nächstes Jahr. Das hat das letzte Jahr schon gesagt. Frau möchte jetzt unbedingt mit aller Gewalt den ganzen Urlaub vermasseln. Der meine ist schon vermasselt. Herrschaftszeiten. So freu dich doch an der schönen Natur rundherum. Und nette Nachbarn haben wir doch auch. Ja, großartig. Ja, auf den hocke ich dann noch näher drauf wie der Horn. Oh Gott, der Ruhe ist jetzt! Ja, freilich. Wenn du nicht mehr weiter warst, dann fangst du zum Schreien an. Das ist aber typisch. Und überhaupt, so was Stupides. Also ein Strickerl ins Wasser reinhängen, stundenlang draufglotzen und warten, bis er so ein depperter Fisch beißt. Aber das ist ja mal typisch. Ja, auch. Typisch fein. Die eine meckert den ganzen Tag, ja, und die bringt die Neugier noch mal um. Du gehst jetzt da rein und da bleibst. Aber ich wollte doch bloß... Und trau dich raus. Da sehnt man sich das ganze Jahr nach einem stillen Platz am See und dann... Ach so, den da drüben sollte die Eier lösen. Herr Sterzler? Seid Sie soweit? Selbstverständlich bin ich soweit, Herr Nachbar. Entschuldigung, eine Frage, was haben Sie vor? Ja, angeln, was denn sonst? Und wo? Ja, wo wohl? Da im See. In dem Aufzug. Man hat mich in einem Sportfischerfachgeschäft eingehend beraten, was alles für eine komplette Angelausrüstung nötig ist. So. Also das da ist zum Beispiel einmal eine Hochseeangel, gell? Aber einen Haifisch oder einen Rochen werden Sie aus unseren bayerischen Seen kaum raustun. Es wird die Fischwurst sein, ob die Angel lang oder kurz ist. Ja, wie es meinen, sagen Sie mal. Mein Gott, wenn es wenigstens eine Teleskopangel war. Teleskop, so ein Schmarrn. Ich will doch angeln und nicht zum Mond aufschauen. Naja, wie es meinen. Und was wollen Sie mit der Hosen da? Damit ich nicht nass werde, wenn ich ins Wasser warte. Daher auch der Name Warthose. Wir warten aber nicht ins Wasser. Wir sitzen ganz gemütlich am Ufer, verstehen Sie? Haben Sie Hockerl dabei? Ich brauch doch Hockerl nicht. Was? Ich hab selber noch Standfestigkeit genug. Naja, wie es meinen. Aber einen Kescher werden Sie doch haben. Ha, ein Kescher. Mein Mo, Sie werden doch irgendwann einmal eine Fischerprüfung gemacht haben. Ja, logisch, aber das ist halt schon eine Zeit lang her, gell? Ach so, verstehe ich schon, ja. Also ein Kescher ist... Halt. Selbstverständlich weiß ich, was ein Kescher ist. Verständlich, ja. Mausi,
Haben wir einen Kescher dabei? Ein was? Ja, du wirst doch wissen, was ein Kescher ist. Das ist so eine Art Netz mit Löchern und rund, verstehst? Ein Nudelseier habe ich dabei. Vergessen Sie es, wenn Sie durch Zufall wirklich was fangen sollten, aus Versehen, nicht wahr? Dann nehmen wir es gemein. Sehr freundlich. Also, pack was. Ja. Halt, ein Vorschlag noch. Wir müssen ein ziemlich Stück am Ufer entlang. Da meine ich, werden ganze Dampfer in den Gummizeichen. Ja. Bin hart im Nehmen, nicht? Ah ja. Ich hab die Hosen gekauft, jetzt wird's auch anzogen. Basta. Wie ist meine? Ja, genug der Erklärungen, gell? Auf geht's. Ja, auf geht's. Ja, bitte. Jetzt ist du ein bisschen lang, gell? Ja, wie gesagt, Brochen, mindestens, nicht? Was haben Sie für Köder dabei? Da wir auf Karpfen gehen, logischerweise Blinker. Also erstens gehen wir nicht auf Karpfen und zweitens geht man auf Karpfen nicht mit Blinker. Und warum nicht? Och, ich geb's auf, was gehört. Gehen Sie einfach mit und tun Sie das, was ich tue, nicht wahr? Köder kriegst du dann von mir, ich hab Mais dabei. Was Mäuse? Womöglich doch Lebende. Nein, das sind nicht mit mir, gell? Ich bin kein Tierquäler. Doch, nicht Mäuse, Mais. So, Mais. Warum sagen Sie das nicht gleich? Also können wir jetzt endlich. Ja, bitte, mein Lieber, das kann ja heiter werden. Wally? Ja? Ich geh jetzt. Ja, ist schon recht, Bobbele. Bring mal schönes Fischerling mit, gell? Selbstverständlich. Ah, da schau her, der Herr Nachbar. Und bestens ausgerüstet. Fest, sag ich. Na komm, geh mal, weil sonst wird die halt nicht mehr fertig. Servus, Bausi. Bausi, geh jetzt, gell? Ich bring dir auch was Schönes mit. Ja, ein Brillantkollier wäre nicht schlecht. Aber kein so ein mickriges nicht, gell? Komm, geh mal, geh mal. Vorsicht! Das war jetzt ein guter Witz, Frau Nachbarin. Haben Sie recht, nehmen Sie es mit Humor. Mei, was glauben denn Sie? Seit gut 20 Jahren hock ich jetzt jeden Sommer an diesem depperten See umeinander. Was meinen Sie, wie ich mich am Anfang aufgeregt hab? Aber hat's was genutzt? Pfeifertegel. Drum rege ich mich auch gar nicht mehr auf. Und für Sie war es auch gescheiter, wenn Sie sich überhaupt nicht aufregen würden. Ich reg mich doch gar nicht auf. Nicht? Also ich hab jetzt gemeint, dass ich da vorhin gehört hätte, wie Sie... Ist ja wurscht, gell? Ich geh jetzt zum Supermarkt über. Brauchen Sie was? Na, danke schön, Frau Zöberl, ich hab eigentlich alles da. Freilich, freilich. Sie machen ja eh bloß Dosen auf, gell? Ah, da schau her. Da kommt ja unser Südschwede mit seinem Gummienterl. Das wird da vielleicht so ein Depp sein. Typisch Playboy. Playboy mit Gummiente. Ich glaub, der hat's da oben nicht alle. Ja, hallo! Ja, einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Na, gehen wir wieder ins Wasser? Ja, das ist mal anzunehmen, ne? Gestatten, Heinrich Hösler. Es freut mich ungemein, Sie an diesem Platz hier anzutreffen. Ja, wir's meinen. Wie Sie meinen. Ein nettes Ental haben Sie da. Wirklich sehr originell. War das nicht, dass für Sie gescheiter war, wenn's Schwimmflügel hier da dann? Wie bitte? Hintun täterten? Wieso? Ja, ich will doch nicht fliegen. Nein, aber ich mein, Sie taten heute nicht so auffallen damit, gell? Ja, warum? Ja, zu Ihrer Information, meine Damen, ich kann natürlich schwimmen. Okay. Ich bin sogar staatlich geprüfter und international anerkannter Rettungsschwimmer. Baywatch an der Ostsee. Ja, und dieses Entlein ist ja sozusagen nur just for fun. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Sie. Jo, damit kann ich so wunderbar auf dem See herumdümpeln und relaxen. Na, und mit dem Auffallen habe ich gar keine Probleme. Jo, ich empfehle mich den Damen. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ja, nee. Sie, Moment einmal. Verheiratet sind Sie nicht, oder? Wie bitte? Haben Sie eine Frau? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, denn man ciao, tschüss. Das ist doch ganz klar, warum der das Anteil dran hat. Ja, der will auffallen. An dem ist ja sonst nichts dran. Den darf man ja glatt übersehen. Sehen's, Frau Zöberl. So stelle ich mir eine gute Nachbarschaft auf dem Campingplatz vor.
Die Männer verstehen sich, weil sie das gleiche Hobby haben und wir vertragen uns auch, gell? Und Sie brauchen überhaupt keine Angst haben, Frau Sterzel. Ich kümmere mich um rein gar nichts, gell? Also ich wahre die Intimsphäre von einem jeden. Ich mein, wo kann man denn da auch hin, gell? Wenn man so eng aufeinander hockt. Braucht es wirklich nichts? Na, Frau Zöberl, wirklich nicht, Dankeschön. Ja. Aber hinterher braucht es mir auf nicht mehr kommen, gell? Gott, na, wie soll ich die Frau bloß 14 Tage lang aushalten? Ja, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Das ist vielleicht Fahrt, glaubst du das? Mach was, ich nehme meinen Badeanzug und stürze mich in die Fluten. Bleibt mir ja nichts anderes über. Mama! Papa! Da findest du ja leicht eine Stecknadel im Heuhaufen wie jemand auf dem Campingplatz. Mama! Papa! Ja? Seid ihr vielleicht da? Ja? Ach, Gabi! Mama, grüß dich. Grüß dich. Ich hab schon geglaubt, ich find die nie mehr. Ja, was ist denn los? Wo ist denn der Paul? Hör mal bloß mit dem auf. Ich will den Menschen überhaupt nie mehr sehen. Ja, ist schon recht. Das haben wir alles schon mal gehabt. Jetzt beruhig dich jetzt erst einmal, gell? Nein, Mama, diesmal ist ernst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich dieser Mensch gedemütigt hat. Was hat er denn schon wieder gemacht? Nur zum Beispiel. Neulich waren wir wo eingeladen. Eine wirklich gute Gesellschaft. Ich hab mein neues Cocktailkleid angehabt. Weißt du, die Schwarze da mit dem Federschall rum in Pink. Es hat echt super ausgeschaut. Du, dann will er, dieser Banause, zu die schwarzen Schuhe weiße Tennissocken anziehen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, und? Mama, ist das dein Ernst? Weiße Tennissocken? Das ist doch schon seit Jahren total out. Ich habe ihm in aller Ruhe gesagt, Paul, habe ich gesagt, diese Socken kannst du nicht anziehen. Und habe ihm sogar noch eigenhändig schwarze aus dem Schrank. Glaubst du, der hätte die angezogen? Es ist ihm wurscht, was in und was out ist. Und er ist halt einmal kein so gestylter Playboy-Typ. Dann habe ich ihm gesagt, ja, natürlich schon ein bisschen lauter, dass ich mich nicht blamieren will mit ihm. Du, dann schreit mich der an. Wenn du dich mit mir blamierst, dann bleib ich heute daheim. Zieht sie aus, sitzt sie hin und rührt sie nicht mehr. Ja, und dann haben wir zum Streiten angefangen. Und sowas nennst du tiefgreifende Probleme? Also, jetzt sag bloß, du hilfst zu ihm. Dann kann ich ja gleich wieder gehen. Ach, Schmarrn. Aber ich glaube halt einfach, dass du auch nicht ganz unschuldig bist. Und? Was musst du dann jetzt machen? Kann ich ein paar Tage da bleiben? Ich möchte ihn nicht gleich wieder sehen. Ich hab mir gedacht, nie mehr. Mindestens ein paar Tage nicht. Freilich kannst du da bleiben. Aber ein bisschen eng wird's halt werden da drin. Und ganz ehrlich gesagt, bei uns weht im Moment auch ein bisschen ein scharfer Wind. Okay. Angelurlaub. Du, ich verblöd schon langsam in dem Wohnwagen da drin und er vergnügt sich mit seinen Fischern. Aber Mama, solange es keine Backfischer sind. Wieso seid ihr denn eigentlich nicht in einem Hotel? Von da aus hätte der Papa doch auch angeln können. Er muss doch am Busen der Natur sein. Der unmittelbare Hauch von Freiheit muss umwehen. Und das ganze Graffe, das hättest du mal sehen sollen, das der mitgezogen hat. In jedem anständigen Hotel hätten sie uns dann ausgeschmissen. Du Mama, ich hätte da so eine Idee. Na, bitte verschon mich du mit deinen Ideen. Die haben mich, den Papa und dein Paul schon manchmal zur Verzweiflung gebracht. Bitte erwähne diesen Namen nicht mehr in meiner Gegenwart. Nein, ich hab mir gedacht, wir wären das, wenn wir zwei einfach verschwinden und so 1 bis 2 Nächte in ein Hotel gingen. Was, in ein Hotel? Mhm. Du, das war voll gar nicht so schlecht. Frau Sterzel? Oh, die Frau Zöberl, komm, schnell einer, dass uns nicht sieht. Frau Sterzel? Ja. Sind's da? Ja, ich bin da, aber ich habe jetzt leider keine Zeit. Ja, macht ja auch nichts. Frau Sterzel, Ja. was ich sagen wollte, Tomaten brauchst du heute keine kaufen, gell? Wollt man dir doch so kleine Schusser für 2,85 € dran. Aber dem hab ich was verzeiht. Warum, hab ich gesagt, sag ich, klamm den Sie, hab ich gesagt, dass die Tomaten so rot sind, sag ich, hä? Weil sie sich schämen, hab ich gesagt. Gurken haben's ganz schöne. Ja, ein Stück 89 Cent.
gibt's halt heute einen Gurkensalat. Mengs, nicht doch eine, Frau Sterzel? Nein, danke schön, Frau Zögerl. Wirklich nicht. Und ich habe jetzt auch leider keine Zeit. Entschuldigung, bitte. Ja, das haben sie schon mal gesagt. Meine Güte, das sind wir vielleicht die Richtigen. Im Urlaub am Campingplatz und keine Zeit haben. Typisch. Mama, die Luft ist rein. Komm. So, mein lieber Mann. Halt, meine, wärst du ganz schön dumm aus deiner Warthose schauen. Ja, wirklich, sie ist was Besseres. Solltet auf die Malediven fahren, aber nein, hockt ja an dem blöden See umeinander wie alle Milliarden. Aber Nasen da oben drum haben. Ich hab jetzt keine Zeit. Aufdackelte Hähne, aufdackelte. Mausi! Mausi! Mausi, ich bin's! Sauber, sag ich. So eine Sauerei. Mausi, kannst du mir nicht helfen? Ich bin ein bisschen nass geworden. Schaut's mich an, ich bin trocken wie ein frisch gewickeltes Baby. Sie hätten mir sagen können, dass das Ufer da so rutschig ist. Ich hab ja nicht gesagt, nehmen Sie ein Hockerl mit. Ja, der Hockerl, ich hab aber kein Hockerl nicht. Ja, dann waren Sie am Ufer geblieben. Aber nein, Sie müssen ja reinlatschen, soweit das geht, nicht? Dafür habe ich doch meine Warthose. Dass Sie jetzt batschal nass sind. Also irgendwo verstehe ich da die Logik nicht. Ja, was gibt's denn da zum Verstehen? Ich bin ausgerutscht und damit passt das. Ja. Übrigens, Sie hätten mir auch helfen können, nicht? Um mich ans Ufer ziehen. Wissen Sie, wie schwierig das ist, wenn man die Hosen voll hat? Ich bin doch voller Wasser. Ja, verstehe schon. Sie, einmal habe ich auch so ein Ding angehabt. Da ist mir gerade so gegangen wie einer. Ja, aber, und wenn ich sie rausgezogen hätte, dann darf man jetzt als ausschauen wie der Sufte Ratzen, nicht? Und das muss ja wirklich nicht sein. Das freut mich jetzt aber, dass Sie auch nichts erwischt haben. Ja, aber nur weil Sie wie ein Froschmann im Wasser umeinander geplanscht haben, nicht wahr? Da ergreift doch jeder Fisch die Flucht. Meine Zehen sind schon ganz aufgeweicht und zusammengeschrumpelt. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, auf alle Fälle nicht übernachten in dem Taucheranzug da. Lassen Sie aber von Ihrem Weiberl raushelfen, nicht? Ja. Aber Vorsicht, nicht im Wohnwagen, weil es gibt eine Überschwemmung. Und das gibt Ärger. Das gibt Ärger! Das weiß ich schon selber auch. Stefanie Dose, lass mich jetzt die ganze Zeit da draußen zueinander stehen. Obwohl ich laut und deutlich um Hilfe gerufen habe. Mausi! Warum kommst du nicht raus zu mir? Die ist ja gar nicht da. Das ist so eine Frechheit. Ja, dann was mache ich jetzt? Ja, vielleicht ist es gescheiter, wenn es mich so gar nicht sieht. Na, da kann ich in Ruhe trocknen und ersparen mir unpassende Bemerkungen. Ja, sie fix aber das zeigt das Papier ein Sekundenkleber. Das ist ja wie ein Vakuum. Das kriege ich allein gar nicht runter. Ja, so ist das. Oh, Jesus. So. Oh, ja. Sauber, so sauber. Sauber. Ja, da fertig. Da sind ja mindestens 20 Liter Wasser drin. Ja, da haben wir schon. Katar kriege ich jetzt auch. Und niemand da, der mir einen heißen Tee kocht. So ist das halt im Leben, nicht? Wenn du jemanden brauchst, dann bist du verlassen. Ja, da ist ja ein Kaffee. 2 Tassen. Ja, wer war denn da? Ja, einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Der ist mir schon vergangen. Wie bitte? Ja. Ach, Sie habe ich doch vorhin am See beim Angeln gesehen. Ja, da waren Sie aber noch nicht so nass. Na, Glück gehabt. Und wie? Ja, und wie schwer? So 100 Kilo. Ja, Gott, gütiger. Wie haben Sie den an Land gekriegt? Wen? Ja, den Fisch. Doch keinen Fisch. Ich hab 100 Kilo. Ja, wenn das mal reicht. Ich wollte sagen, ja, vielleicht haben Sie ja morgen mehr Glück, nicht? Ja, und vielleicht werden Sie auch morgen nicht ganz so nass. Das kann Ihnen natürlich nicht passieren, gell? Weil Sie krallen sich ja
an ihren Gummianteil fest. Läppisch. Ja, ich sauf dafür aber auch nicht ab, so wie Sie. Ach übrigens, sagen Sie doch der netten Dame von dem Wagen mal schöne Grüße von mir, wenn Sie mal sehen. Woher kennen Sie meine Frau? Ach, das ist Ihre Frau? Ach, die Arme. Was? Ich hatte bereits das Vergnügen, ne? Jo, ich empfehle mich dann mal, ne? Dann gehe ich mal noch so ein bisschen planschen, gehe ich dann mal noch ein bisschen, ne? Aber mein Lieber, das baut mir jetzt vielleicht auf. Und wer unverschämt, der grinst dort. Moment einmal, 2 Tassen. Ja, dann hat ja am Ende er und Sie. Na, wart, diesem Amateur Playboy, dem werde ich schon die Luft rauslassen. Aus seiner Gummienten. Hallo! Hallo! Also, wenn Sie jetzt da nicht sind, dann gehe ich wieder. Hallo! Ja? Entschuldigung, aber ich suche jemand. Wen suchst du denn? Ja, Sie nicht. Mein Gott, das könnten Sie auch ein bisschen freundlicher sagen. Ich hab auch nicht auf Sie gewartet. Bitte? Such es halt weiter. Entschuldigung, aber ich suche schon so lang. Ja und? Ich bin heute ein bisschen nervös. Was meinst du, wie wurscht mir das ist? Was ist das für eine Giftnudel, hä? Naja, schauen wir mal, wer da rauskommt. Hallo! Ja, was ist denn? Paul! Du! Ja, was machst denn du da? Ja, Gott sei Dank. Ich bin schon am Rande von einem Nervenzusammenbruch. Die Pfeifen an der Information, die haben mir nicht sagen können, wo ihr seid. Sag mal, was ist denn das für eine Organisation? Ja, das freut mich jetzt aber, dass ihr uns besucht. Ja, wo ist denn die Gabi? Ich bin allein da. Ach ja? Soll das heißen? Ja, wir haben wieder einmal gestritten. Öfter mal was Neues. Ich will ja wirklich nichts gegen deine Tochter sagen. Aber einen sturen Dickschädel hat die, der ist doch nichts zu übertreffen. Den hat sie von ihrer Mutter. Sie muss und muss Recht behalten, auf Biegen und Brechen. Es ist zum Wahnsinnigwerden. Kenn ich. Wegen Kleinigkeiten fängt sie zum Streiten an. Und das nennt sie dann Ausdiskutieren. Ja. Ich sag das, vor lauter Ausdiskutieren kommen wir jetzt ja gar nichts anderem mehr. Ja, darum bringt sie ja keinen Nachwuchs zusammen, gell? Ich glaub schon fast selber. Glaub mir's. Ich hab mit Engelszungen auf sie eingeredet. Aber sie schaltet einfach auf Durchzug. Ja, kenn ich. Ja. Du, das Ganze hat sich dann irgendwie hochgeschaukelt. Du, und jetzt kommt der allerdickste Hund. Packt sie einfach ihre 7 Sachen und haut ab. Ja, was sagst du jetzt da dazu? Hä? Nix. Die meinige ist auch nicht da. War sie vielleicht da? Na ja, gerade vorher schon noch. Was? Die Gabi? Nein, die Irmi. Ach so, sag's halt gleich. Ach, ist mir auch wurscht. Soll ich doch hingehen, wo sie will? Ich will sie nie mehr wiedersehen. Okay, so lang. Muss ich dich schon fragen, was machst denn eigentlich du da? Irgendwann muss sie wieder heimkommen, oder? Und dann bin ich nämlich nicht da. Okay, wo bist denn da? Bei euch natürlich. Ach so, ja, ja, freilich. Also, meinetwegen. Ist schon recht. Und sie war wirklich nicht da? Nein. Da schau her. Da, diesen Fisch da hat bei mir hinterlassen. Obwohl ich ihr gesagt habe, dass ich ihr was mitbringe. Bin demnächst wieder zurück. Aha. Na schau her, die deinige schreibt wenigstens demnächst. Hast also noch Hoffnung? Meinige, die schreibt ja gar nichts. Mein Gott, und ich renn ja noch nach wie ein Hunderl. Häng die Zunge raus und lechze nach einem guten Wort. Keine. Ich sag das ehrlich, wenn ich geahnt hätte, wie anstrengend so eine Ehe ist, ich glaube, ich hätte es sein lassen. Was glaubst du, wie oft ich schon bei dieser Erkenntnis angelangt bin? Ja, nur ein Beispiel. Gerade erst passiert. Ich komme müde und erschöpft von einer langen, schwierigen Anglertour zurück. Bin los bis auf die Haut, durchgefroren. Wegen mangelndem Erfolgserlebnis frustriert. Freue mich auf eine liebevolle Zuwendung, was dann heißen Tee, etc., etc. Na, was finde ich vor? Eine leere Hütten und diesen Wisch da.
Jetzt frage ich dich, mein lieber Schwiegersohn. Muss sein Mann dazu heiraten? Nein, muss er nicht. Ist aber noch nicht alles, gell? Pass auf, seit Jahren freue ich mich auf einen Anglerurlaub. Kauf mir eine Angelausrüstung, freue mich wie ein Bub. Was macht sie? Sie mosert und meckert die ganze Zeit bloß rum. Nichts passt ihr. Ein Fisch mag sie sowieso nicht. Dabei habe ich noch gar keinen gefangen. Ja. Und dann die vielen Nöten, die es hier gibt. Ja, und die Nachbarschaft behagt ihr nicht. Und jeden Tag muss sie eigenhändig eine Büchse Ravioli öffnen und sogar erwärmen. Stell dir einmal diese Zumutung vor. Du bist ja ein Unmensch. Ja, langsam glaube ich das schon selber. So lange wird Ihnen das eingetrichtert, dass er wie eine Gehirnwäsche. Aber Paul, schau. Schuld sind wir selber, weil wir nicht auf den Tisch schauen. Ja, ich glaube, das habe ich auch versäumt. Nein, du hättest eine Chance noch, wenn du endlich zeigst, wer der Herr im Haus ist. Ja, aber schau, genau das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eine faire Partnerschaft. Probleme in Ruhe lösen, einander zuhören. Ja, sie redet und du hörst zu. Glaub mir's. Ich liebe sie wirklich, die Gabi. Mein Gott, warum ist das alles bloß so schwer? Ich versuche doch erst gar nicht darüber nachzudenken. Du weißt, ich mag deine Schwiegermutter. Du meinst deine Frau? So kann man es auch sagen. Ja, ich liebe sie wirklich. Und darum stinkt er mal so, dass sie mich gerade heute in der schweren Stunde so allein da sitzen lässt. Ja, aber jetzt Schluss mit dem Selbstbemitleidungsschmarrn. Ja, wir sind doch harte Männer, nicht? Wir wissen doch, was lang geht. Wir lassen uns doch nicht wegen so einer Weiberlaune aus der Bahn werfen. Ja, wer sind wir denn? Ja, ich weiß nicht. Und wer meint, ist das da abgeräumt und abspült, ha? Ich nicht. Jetzt spülst du mal selber ab. Ah, moi, da schau her. Guten Abend, die Herren. Ich muss da nur machen. Ist erlaubt, dass er wieder zusitzt. Ja, das ist unser Anglerexperte. Aber erwischt hat der halt auch nichts. Ich lach morgen drüber, gell? Ja, was sehe ich denn da? 2 ausgewachsene Mannsbrüder und schlappen einen Kaffee. Ah, da muss sofort Abhilfe geschaffen werden. Das, weil das kein Saufgelage wird, gell? Alte, schneid ab. Ich kenn die. Ja, ich die ja. Ja, mein Lieber, da seht ihr's, Mann. Wir sind eigentlich alle miteinander Leidensgenossen, gell? Entschuldigen Sie schon, aber bei der räumlichen Enge auf so einem Campingplatz, da bleibt's nicht aus, dass man manchmal ein bisschen was mitkriegt, gell? Also, Prost. Prost. Und jetzt machen wir gerade mit Fleiß mit diesen 3 Flaschen Bier ein zünftiges Saufgelage, gell? Ja. Ja, das ist der Paul, mein Schwiegersohn. Ja, das haben wir schon gedacht. Freut mich. Okay, jetzt lassen Sie den Kopf nicht so hängen. Sieh, wenn Sie mal so lange verheiratet sind wie ich, dann regt Ihnen nichts mehr auf. Und schon gleich gar nicht, wenn die Frau Gemahlin einmal für eine Zeit lang von der Bildfläche verschwindet. Der hat doch nicht an die Umstände, der ist doch jung verliebt. Und der glaubt halt, Tag und Nacht ist noch Jubel und Frohlocken. Ja. Oh mein, diese Illusion hat bei mir schon lang genommen. Oha. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Alte hängt mit den Ohrweißeln schon wieder am Fenster. Prost. Na, danke. Ich trinke normalerweise kein Bier nicht. Mal berührend. Er trinkt kein Bier. Du schaust ihn da und so nervös auf die Uhr. Wir gehen noch nicht ins Bett. Ja, das war ja nur das Schöne. Es geht doch nichts über eine gemütliche Männerrunde. Prost! Prost! Erich, sei mir nicht böse, aber ich hab keine Ruhe nicht. Ja, vielleicht ist die Gabi schon daheim und wartet auf mich. Ich meine, es könnte ja sein. He? Du Abtrünniger, du! Sieh, nur nicht die Weiber nachlaufen, weil das vertrankst du mich nicht. Ich lauf hier doch nicht nach. Ah, ja. Nein, ich gehe einfach ganz langsam heim und... Ja, und wartest schön brav ab und wann das liebe Weiberl wieder zum häuslichen Herd zurückkehrt. Erich, eines musst du mir versprechen. Auf unsere Männerehre. Sollte die Gabi vielleicht da auftauchen, du sagst keinen Ton, dass ich da war. Ich bin doch kein Waschweib. Schwöre. Weil wenn sie schon davongelaufen ist, dann braucht sie nicht wissen, dass ich ihr nachgelaufen bin. Und das sogar 2-mal. Ja, weil das wäre psychologisch gesehen ganz schlecht. Kann ich mich auf dein Wort verlassen? Du kannst. Kein Wort kommt über meine Lippen. Ja, ich kenne dich gleich gar nicht. Gut, also ich pack's dann jetzt, gell? Erich, vielen Dank für dein Verständnis.
Also, bis irgendwann dann, gell? Ja, ich schätze halt dann bis morgen, gell? Und halt die Ohren steif. Ja. Da geht er hin. Und immer kehrt er wieder. Ja. Sagen Sie mal, Herr Nachbar, wann ist mir eigentlich auch einmal so blöd? Wir sind's heute noch. Da rührt ja immer noch nichts. Das gibt's doch nicht. Das schaut doch gerade so aus, als wenn die ganze Nacht nicht daheim gewesen war. Die müssen irgendwann ganz fürchterlich gestritten haben. Ja, wo war denn da ich? Dass ich das nicht mitgekriegt hab. Also, na, zustimmt sind das, zustimmt. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man sich nur so saudumm anstellen? Da, ich hab Ihnen nicht 100-mal gesagt, Sie sollen nicht andauernd auf meine Seiten werfen. Ja, jetzt haben wir den Salat. Die kriegen wir schon wieder auseinander. Nur keine Aufregung. Ja, und überhaupt hat der Wind die Schnur zu Ihnen rübergeweht, nicht? Weil ich hab nämlich rechts ausgequatscht. Sparen haben Sie. Zu mir haben Sie rübergeworfen. Gibt nicht sowas, ne? Wir sind mir da nicht so tappig anstellen kann. Jetzt tanzt nicht so rum da. Das muss man vorsichtig auseinander tun, nicht? Herrschaftsakt, ich sag's ja. Eine Ausrüstung hat mir der höchste Profi und dann die größte Flaschensee. Jetzt hören Sie aber auf. Deshalb brauchen Sie nicht gleich so persönlich werden, nicht? Nur weil Sie die ländliche Stirn ein bisschen verwickelt haben. Ich bin jetzt stocksauer. Mein Gott, war das schön, wie der Platz da noch frei war. Da haben wir mich nicht mit so einem Stümper da rumschlagen müssen. Und gefangen hab ich auch was. Ja, dann steigen Sie ja doch mit Ihrer damischen Angel hin, wo Sie wollen. Ist mir ehrlich, aber ich muss mir nicht stundenlang Ihre gescheiten Bemerkungen anhorchen. Da habe ich nämlich meine Frau dazu. Was ich suche, das sind ruhige und friedliche Stunden. Was ist denn? Ruhige und friedliche Stunden am Busen der Natur. Ungestört von störenden Einflüssen und Geräuschen. Sprich, nicht Wassereien. Ach, so ist es. Ja, was meinen denn Sie, was ich suche? Da, schaust, dass die Angeln auseinanderbringen. Und ab morgen suche ich mir an diesem vermaledeiten See einen Platz, wo Sie mich bestimmt nicht finden. Hoffentlich! Ein Buckel rutscht man unter. Ja, wo fange ich jetzt da an? Sie fixen einmal. Die kriegt ihr doch nie auseinander. So verheddert ist die Schnur. So eine saublöde Idee. Anglerurlaub. Ach, das sind Sie ja. Sie Dösbaden, Sie. Ja, sehen Sie doch das mal an. Ja, das haben Sie doch mit Absicht gemacht, Sie Unmensch, Sie.
Jesus, der Gummientenheini. Ich hab gar nichts gemacht, gell? Mit Absicht schon überhaupt nicht. Ja, haben Sie denn keine Augen im Kopf? Ja, sehen sich doch das Mann an. Na und? Die Luft ist heraus. Ja, und die geht auch nicht wieder rein, weil Sie in Ihrer Dusseligkeit mit Ihrem Angelhaken auf brutalste Weise eine nicht zu schließende Wunde in das unschuldige Entlein geschlagen haben. Ja, lass uns einmal sehen. Ja, da. Oh je, die Arme, gell? Gott sei Dank blutet sie nicht. Sie also verhonigpiepen lassen Sie sich auch noch. Ja, haben Sie mich denn nicht gesehen, wie ich da so friedlich nichts Böses ahnend auf dem See dahingleite? Sie sind ja nicht zum Übersehen mit diesem Ungetüm da. Nicht? Bedauerlicherweise hat der Wind die Schnur zu Ihnen hinübergeweht. Nicht? Seien Sie froh, dass ich die Enten erwischt habe und nicht Sie persönlich. Also, jetzt muss ich Ihnen schon mal sagen, gell? Was glauben Sie, wie läppisch so ein erwachsenes Mannsbild ausschaut mit so einem Gummiantel? Sie reden Sie nicht von Sachen, die Sie nicht verstehen. Ich habe, wenn ich so ausdrücken kann, eine gewisse persönliche Beziehung zu dem Tierchen. Ja, man hängt halt an so einem Viecherl, gell? Wir haben einmal einen Hund gehabt. Harro hat der geheißen. Aber der war nicht aus Gummi, gell? Und das ist und bleibt eine Gummienten. Ja, ich kaufe Ihnen eine neue. Damit ist für mich der Fall erledigt. Bin ich fertig? Darf ich mich setzen? Ja, von mir aus. Ja, aber da. Dankeschön. Wissen Sie, das ist nämlich eine längere Geschichte. Ja, mir pressiert's nicht. Ich hatte da nämlich mal eine Liaison. Was, Sie haben einen Sohn? Nee. Ich hatte ein Tete-a-Tete. Was haben's? Ja, eine Beziehung. Ach so. Ja, ein reizendes Wesen. Hatte mich tief beeindruckt. Und sie hat mir dann auch Clotildchen hier geschenkt. Und wir verbrachten damit unvergessliche Urlaubstage am Meer. Ach, Sie ahnen ja gar nicht, wie viel Spaß wir hatten. Was mit der Tanten? Mit was für Tanten? Mit dieser Ente. Ach so, ja, unter anderem. Naja, das sind halt dann die Erinnerungen. Ja, aber Erinnerungen hat man doch im Kopf. Die kleben noch nicht an so einem Gummizeug da. Sagen Sie einmal, kommen Sie einer da nicht ein bisschen blöd vor, wenn Sie den ganzen Tag mit so einem Gackerl gelben Drum da umeinander stolzieren? Mache ich denn damit wirklich so einen lächerlichen Eindruck? Ja, das darf ich schon sagen. Ich hab selber gehört, wie sie hinter Ihnen herkichern. Vor allem die weiblichen Strandgäste. Da schau hin, schau hin, da kommt da wieder der Gummientenheini. Gott gütiger! So bescheuert sehe ich damit aus. Naja, sie hat auf mich auch immer einen etwas dämlichen Eindruck gemacht. So als ob sie ununterbrochen grinsen würde. Ja, aber ganz bestimmt bloß über Sie. Nun denn, Clotildchen. Da ein letzter Flug. Und tschüss, Erinnerungen. Halt, Moment einmal. Da ist eine Mülltonne, da können Sie das entsorgen, nicht bei mir da, gell? Und wenn Sie so umeinander stehen, dann könnten Sie mir helfen, diese verhedderte Schnur da zu entwickeln. Ja, das sieht ja mal übel aus. Wie haben Sie denn das gemacht? Zum Dummfragen brauche ich niemand. Wenn die Frage gestattet ist, Ihre reizende Gattin habe ich seit mindestens gestern nicht mehr gesehen. Stellen Sie einer vor, ich auch nicht. Das kommt mir für langsam verdächtig vor, dass Sie sich dauernd nach meiner Gattin erkundigen. Ja, jetzt werden Sie doch mal nicht albern. Ein Bayer wird nicht albern, sondern höchstens grantig. Und das kann jetzt gleich passieren. Ja, aber wieso denn? Ich habe doch nichts gemacht. Was? Gerade das sind die Verdächtigen, die da so harmlos und heimlich umeinander schleichen. Ja, aber ich schleiche doch nicht und verkneifen sich ihre Anschuldigungen und Verdächtigungen. Ach, ich habe es, weiß Gott, nicht nötig, mir dergleichen bieten zu lassen. Ich empfehle mich. Halt! Da, nehmen Sie einen Gummisack wieder mit. Da weiß man ja wieder, wo man ist, was? In Bayern. Du norddeutscher Preis, du Preisischer. Der ist bloß auf diese saublöde Idee gekommen mit diesem Anglerurlaub. So. Na, Herr Nachbar, sind wir fertig?
Krieg's und krieg's nicht auseinander. So verheddert ist die Schnur. Tja, mei, da braucht man Geduld dazu, gell? Und vor allem Fingerspitzengefühl. Gerade wie beim Auswerfen. Aber wissen Sie was? Morgen mieten wir uns ein Boot und dann gehen wir auf Grund. Da kann sowas nicht passieren. Was, auf Grund? Ja, freilich. Ja, aber da saufen wir ja. Ich nehme an, dass das jetzt ein Witz hätte sein sollen. Weil so dumm können nicht einmal Sie sein. Geh, gibst mir das Zeug da. Ich sitze hinterm Wagen, da habe ich meine Ruhe. Dankeschön. Ja, bitteschön. Weil Sie mit Ihren Würstelfinger hätten die ja nie auseinandergebracht. So, was mach jetzt ich? Ohne Angel und ohne Frau. Papa, grüß dich. Gabi Maus! Jesus! Hab ich erfreut, dass du da bist. Und ich erst. Sag einmal, vermisst nicht manchmal ein bisschen deine kleine Gabi-Maus? Und wir? Du wärst doch manchmal mein einziger Trost und mein einziger Halt. Ja, bloß siege dich halt viel zu selten. Ja, das geht halt nicht anders, das weißt du. Ach, du fehlst mir manchmal so. Aber du mir doch auch. Komm, Gabi Maus, komm. Geh mal ein bisschen rein. Ja. Was, Gabi Maus? Da drin, da ist ja wirklich. Jo, das musst du gesehen haben. Jetzt sind die zwei doch tatsächlich auch noch reingegangen. Ja, dann sehe ich ja so nichts. Also so eine Schamlosigkeit. Zuerst busseln sie sich da in aller Öffentlichkeit ab und dann gehen sie auch noch rein. Was die da drin wohl machen? Das geht uns nichts an. Sie Fixhaberei. Doch, ich muss wissen, wann die wieder rauskommen. Mein Gott, diese arme Frau hat ja von nichts eine Ahnung. Aber der kennt die schon länger. So wie die sich an sein Haus gehängt hat. Dieses Flietschein, das Ausgeschammte. Aber den alten Dackel, denen gefällt das natürlich. Und dann gehen wir jetzt auch noch rein. Ja, gibt's denn das auch? Schaffst aber, dass die Kurven kriegst, du. Das wird ja immer schlimmer mit dir. Kapierst denn du gar nichts? Der hat eine Freundin und die zwei sind allein da drin. Ja, und? Ja, und? Hast denn du gar keine Fantasie mehr? Ja, deine Fantasie beschränkt sich auch bloß auf fremde Leute. Und was der Sterzel da drin tut oder was er nicht tut, das geht uns einen feuchten Dreck an. Und schrei nicht so umeinander. Freilich, halt's nicht zusammen, ihr Mannsbrüder, gell? Seid alle miteinander Schlawiner. Na, jetzt steigt's doch ab, gell? Hab ich jemals eine Freundin gehabt? Hab ich dich jemals betrogen? Ich Depp. Aber Meng hätt's schon, gell? Ich sieh schon, was du den jungen Madel da unten im Strandbad für Blicke nachwirfst. Aber ich pass auf, mein Lieber. Das war ja von jeher schon deine Lieblingsbeschäftigung. Aufpassen. Aber alles hast du halt auch nicht mitgekriegt, gell? Halt einmal! Was wussten du damit sagen? Och, nichts Bestimmtes. Und ich hab dich was gefragt. Und ich sag dir nichts. Also ihr Bayern sprecht vielleicht ein Kerl, Datz. Ich hab kein Wort verstanden. Ja, Gott sei Dank. Ist schön, dass es hier andere für Herrn Nachbar. Wie man es nimmt. Wir sprechen uns noch. Ja, das wird sich nicht vermeiden lassen. Und, was gibt's? Mein lieber Herr, wie war doch gleich der Name? Ich bin der Ulrich. Ach, mein lieber Herr Ulrich, ich hätte da ein brennendes Anliegen. Okay, haben Sie einen Sonnenbrand? Ja, dann müssen Sie ja gut einschmieren. Nee, ich bin ein ausgesprochener Sonnentyp. Nein, worum ich Sie bitten wollte, mein lieber Herr Ulrich, ich würde für mein Leben gerne auch einmal angeln. Na, tun Sie es halt. Ja, ich hab aber keine Angel. Aha. Und auch sonst nicht viel Ahnung. Ja, Deichkrabbenpoolen kann ich. Ja, nein, Sie. Und solche Dilettanten habe ich die Nasen gestrichen voll. Fischerprüfung werden Sie auch keine haben. Na, dann ist sowieso verboten. Ich bitte Sie, nur einmal reinhängen. Ganz weit draußen, wo es keiner sieht. Alle, und ich bin dann dran, wenn man uns erwischt. Na, nein, Sie, da geht gar nichts. Jetzt seid ihr doch nicht so hart. Ich wollte schon den von da drüben fragen. Aber der ist eben nicht so gebildet wie Sie. Geh weiter. Zum Angeln braucht man keine Bildung. Und Honig braucht man auch keinen ums Maul schmieren. Na, jetzt schauen's doch nicht so. Wissen Sie was? Ich bin bald fertig mit meinen Angeln. Dann können wir uns in einer halben Stunde am See unten treffen. Ich danke Ihnen. Nein, jetzt machst du uns mehr Geschrei da. Und fangen werden Sie sowieso nichts. Wie bitte? Ich meine,
erwischen tun sie nix. Ach so, nee, darum geht's mir auch gar nicht. Aha. Mehr um das Gefühl, eins zu sein mit den Naturgewalten. Naturgewalten? Wo? Ja, das sagt doch der Dickie da immer. Ach so, jetzt verstehe ich einer. Ja, nachdem sie kein Gummienterl mehr haben, müssen sie einer halt woanders einhalten, gell? Und wenn es eine Angel ist. Einen Vogel hat halt jeder. Wie bitte? Ich meine, in einer halben Stunde am See unten. Jawohl, Herr Kaloin, ich werde pünktlich zur Stelle sein. Ich darf angeln, ich darf angeln! Hey! Sie! Und kommen Sie mir ja nicht in einer Warthose daher, gell? Mein Lieber, dieses Jahr ist schon der Wurm drin. Lauter Wahnsinnige. Halt! Du bleibst da und stehst mir jetzt Rede und Doch, Antwort. Ali, ich gehe jetzt zu meinem Arm. Was weiß ich nicht, ha? Hast du vielleicht einmal eine andere gehabt? Neben dir? Na, wirklich nicht. Weil wer dich hat, der braucht sonst nichts mehr. Soll das vielleicht wieder eine Beleidigung sein? Aber nein, Weibelein, ich will dich doch nicht beleidigen. Nein, was ich sagen wollte, das Leben an deiner Seite war so ausgefüllt für mich, dass ich nie auf den Gedanken gekommen wäre, auch nur einen ungehörigen Blick zu wagen. Komm, red doch keinen Schmarrn. Du hast schon mehrere ungehörige Blicke gewagt. Ja, aber es ist immer bei den Blicken geblieben. Ich schwöre. Naja, also. So deppig, wie du dich anstellst, da glaube ich dir das sogar. Weil du hättest dich ganz bestimmt verraten. Na eben, schau, bei meiner Ehrlichkeit hätte ich doch gar nicht so hinterlistig und verschlagen sein können. Ja, aber was redst denn dann so dappert? Ich wollte wissen, ob du nur ein bisschen eiferst. Moment einmal. Wie war denn das eigentlich bei dir damals mit deinem Herbertle? Das war ganz was anderes. Ja, was steht das denn da so, Ich wollte nur deiner Vergesslichkeit diesbezüglich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich habe mir damals nichts Unrechtes zu Schulden kommen lassen. Ja, und ich auch nicht. Also sind wir wieder quitt. Also, sind wir wieder quitt. Na also, dann kann ich jetzt in Ruhe und Frieden meine Angeln entwirren. Danke. Ich muss nämlich noch mal mit dem blöden Heini zum Seen unter. Mach nur, was du willst. Oh, welch ungewohnte Töne. Wart, ich hab noch was vergessen. Weißt du, was das ist? Kriegst du ein Puzzle. Aber jetzt muss er Ruhe sein. Und dann hat er ja doch ein schlechtes Gewissen. Und gehorcht wird nicht mehr, verstanden? Freilich. Gut. Aber freilich sonst nichts mehr, gell? Das Einzige, was mir im Leben noch Spaß macht, hat ich mir verbieten lassen. Ja, wahrscheinlich. Die kommen ja schon wieder. Alle habe ich recht. So, jetzt mach dir keine Sorgen mehr. Schließlich wird ja alles wieder in Ordnung kommen. Ich bin ja auch noch da. Gott sei Dank weiß ich immer wohin. Danke dir recht schön. Also dann, Pfirti. Wenn's passt, schau ich noch mal vorbei. Und Petri heil. Du, nicht frech, gell? Nicht frech! Also, Vierte, komm heute bald wieder. Wenn's da passt, mein Gabelmaus. Dich, wenn ich nicht hätte. Freilich, wenn's passt, gell? Wenn die Frau nicht daheim ist. Mein Gott, wer hätte das gedacht? So ein netter und sympathischer Mann. Ja, aber schuld sind ja bloß diese Flitscher, gell? Die Herren mit Eier auf, bis sie einen rumgekriegt haben. Und unsere alten Deppen, denen gefällt das. Hallo, Erich. Ach, du bist das bloß. Brauchst du einen Kaffee? Mehr hast du mir nicht zum Sagen. Und, was soll ich sagen? Ja, ich war immerhin eine ganze Nacht lang weg. Ah, du warst weg? Ist mir gar nicht aufgefallen. Also, da bleibt mir doch gleich die Spucke weg. Und du hast dir nicht einmal Sorgen gemacht. Na, warum? Bist ja wieder da? Und wenn ich jetzt noch nicht da wäre, was wäre dann? Nein, dann kämst du halt morgen oder übermorgen, oder? Machst du jetzt einen Kaffee? Ach, so ist es. Dann stört dich das also gar nicht, wenn ich einfach mal so verschwinde. Warum?
Du hast mir doch so reizende Zeilen hinterlassen. Komme demnächst. Also wirst du demnächst wieder kommen. Ehrlich gesagt, ich habe dich noch gar nicht erwartet. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Aber gut, wenn das ja so ist, dann kann ich gleich wieder gehen. Na, das Kaffee kannst du mit mir trinken. Zu gütigst, aber auf dein Kaffee ist jetzt abpfiffen. Ja, was ist jetzt? Magst du jetzt einen Kaffee oder magst du keinen? Ach, mach doch, was du willst. Ja, nicht, dass ich das wäre mache und du bist dann nicht mehr da. Sogar mal. Sind jetzt das deine einzigen Sorgen? Eine Tasse Kaffee, mehr oder weniger? Was regst du dich denn so künstlich auf? Mache ich dir vielleicht irgendwelche Vorwürfe? Das ist ja gerade, weil du mir keine Vorwürfe machst. Mit allem habe ich gerechnet, aber nicht mit deiner coolen Überheblichkeit. Ich habe gedacht, du schreist mich an, du möchtest wissen, wo ich war. Und? Wo warst du? Das geht dir gar nicht so. Jetzt nicht mehr. Na, siehst das. Ich mag jetzt einen Kaffee. Du wage nicht noch einmal das Wort Kaffee zu erwähnen. Hättest mir ja vielleicht nur zum Beispiel einfach so in den Arm nehmen können und sagen, dass du froh bist, dass ich wieder da bin. Hätte ich, wollte ich aber nicht. Und warum nicht? Das kann ich dir ganz genau sagen. Weil das eine bodenlose Frechheit ist, dem Ehemann so eine Wicht zu hinterlassen und dann einfach zu verschwinden. Sag einmal, habe ich dir irgendeinen Grund gegeben zu so einer hirnlosen Aktion? Sprich, na, sag nix. Weißt du, was man das nach dem Gesetz heißt? Böswilliges Verlassen heißt man sowas. Und ich ahnungsloser Trottel. Ich komme müde, erschöpft, hungrig, durchnässt heim, freue mich auf eine liebevolle Begrüßung. Und was finde ich vor? Diesen Wisch doch. Hab ich das vielleicht verdient? Jetzt kannst du was sagen, wenn dir was einfällt. Aber Erich, ich wollte doch nur... Ja, und ich wollte auch nur einmal einen friedlichen, beschaulichen Anglerurlaub an einem stillen Platz mit dir. Ja, was habe ich? Ein ewig keifendes, giftspritzendes Weib. So schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Ach, du erwartest von mir, dass ich vielleicht vor lauter Glückseligkeit in die Knie gehe. Nur weil wir dann geruhen, bei mir mal wieder aufzukreuzen. Nein, nicht mit mir, gell? Nicht mit mir! Ich hab mich halt geärgert. Weil ich den ganzen Tag nichts anderes her als wir angeln und fischen und Köder und Haken. Und jetzt liegen die Würmer im Kühlschrank sogar noch direkt neben der Wurst. Das war mir einfach zu viel. Und wegen solch einer Bagatelle verlässt du einfach deinen Ehemann. Du, das ist aber traurig, gell? Das ist sehr traurig. Wo warst du überhaupt? Das ist jetzt auch schon wurscht, jetzt bin ich ja wieder da. Ja, muss jetzt öfter mit so pubertären Ausrutschern rechnen. Ich glaub nicht. Hab ich dir nicht doch ein bisschen gefällt? Bisschen ist leicht unterdrehen. Und die Elendwanne. Einsam. Verlassen. Schön, dass du das sagst, Erich. Lass dir sowas ja nie wieder einfallen. Ist das klar? So, und jetzt mache ich uns einen Kaffee. Warte, ich geh mit rein. Nein, da bleib du heraus, weil sonst kriegen wir halt keinen Kaffee mehr. Wie meinst du das? Die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da. Du bist vielleicht einer. Ich weiß. Du liebe Zeit, ja. Wie Sie sehen, bin ich da. Wann's weggehen, weil ich sie gar nicht mehr gesehen habe. Naja, manchmal muss man die Ketten schon durchbeißen gehen. Naja, und die Mannsbrüder sind ja auch immer so beschäftigt mit irgendwas. Manchmal fällt es einer gar nicht auf, wenn man nicht da ist. Stellen Sie sich vor, mein Mann ist schon aufgefallen, dass er nicht da war. Der hat mich sogar vermisst. Okay, da schau her. Das war mir jetzt gar nicht aufgefallen. Was wollen Sie damit sagen? Ach, nichts Bestimmtes. Es ist ja nur so, dass man sozusagen zwangsläufig, ob man will oder nicht, gell, so einiges mitkriegt. Ja, Sie ganz bestimmt. Aber wissen Sie, Frau Zöberl, eigentlich interessiert mich das gar nicht, was Sie alles so mitkriegen. Ja, das glaube ich jetzt wieder nicht, weil Sie ja gar nicht wissen, was ich mitgekriegt habe. Ja, Sie werden schon so lange keine Ruhe nicht geben, bis wir es erzählen können. Stimmt's? Ja, also im Prinzip kann es mir ja wurscht sein, was Ihr Mann so treibt. Was soll denn das? Mein Mann treibt nichts.
Und jetzt rennt schon endlich, bevor es noch dran ersticken. Also eigentlich geht mich das Ganze ja gar nichts an, gell? Aber sozusagen aus nachbarschaftlicher Freundschaft bin ich Ihnen das ja quasi schuldig. Was denn? Er hat eine andere. Wer? Ja, wer schon? Ihr Mann, der schöne Erich. Jetzt hören Sie aber auf, gell? Ja, genau das habe ich mir auch gesagt. Wann hören denn die endlich einmal auf? Aber nein, hier mitten in aller Öffentlichkeit hat sie das Flitscherl an sein Häuschen gehängt. Und er hat's abtatschen, überall, wo er es noch gerade erwischt hat. Und dann hat er noch gesagt, dass sie sein einziger Halt und sein einziger Trost ist. Das darf doch nicht wahr sein. Genau das habe ich mir auch gedacht. Das darf doch nicht wahr sein, wo doch der so eine nette und liebevolle Frau hat, die ihn so treu umsorgt und er lässt sich von seinem Flitschalter verführen. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Was? Wie es einer da draußen anscheinend zu brenzlig geworden ist, da sind die miteinander da drin verschwunden. Was? In unserem Wohnwagen? In unserem Wohnwagen. Ich meine natürlich in Ihrem Wohnwagen. Mein Gott, Frau Sterzel, Sie tun mir ja so leid. Aber Sie müssen jetzt der bitteren Wahrheit schonungslos ins Auge schauen. Am besten hauen Sie gleich zum Teufel. Wie hat das Weib gut ausgeschaut? Nein, wie es alle ausschauen. Jo, sauber, muss ich schon sagen. Ja, meine Frau Sterzel, gell. Ab einem gewissen Alter können wir Ehefrauen halt einfach nicht mehr mithalten. Haxel hat die gehabt, so gerne. Haxel, die haben wir gleich gar nicht mehr aufgehört, so lang gehalten. So was gefällt unsere Männer halt besser. Ja, tut mir leid, Frau Sterzel. Da können Sie halt nicht mehr mithalten. So, Mausi, jetzt lass dich einmal von dem Mandi so richtig verwöhnen. Mit einer Tasse Kaffee wird es aber nicht gehen. Aha, dann also doch des brillanten Collet, was du dir schon so lange wünschst. Ich glaube nicht, dass das langt. Aber dann ist was Gröberes passiert. Also jetzt sitzt du schon hier. Schau, ich hab den Kaffee extra stark gemacht, so wie es du gern magst. Das ist ja gleich zu viel der Fürsorge. Du hast ein schlechtes Gewissen. Ja, warum denn ein schlechtes Gewissen? Ich war die ganze Zeit in der Abwesenheit schön brav daheim, so wie sich das gehört. Und? Allein? Ja, der Zöberltrieb, der war heute mal kurz da, nicht? Und der Dings da. Herrgott, weißt du, der mit der Gummienten. Na, warum fragst du so komisch? Nur so. Und du hast nicht zufällig jemanden vergessen, der auch da war? Jetzt möchte ich aber schon wissen, warum du auf einmal so spinnst. Gerade haben wir Herr Nachbar! Jetzt sieht sich doch das mal an. Da bleibt Ihnen mal die Spucke weg, was? Ja, wo hat denn der Preis den Fischer? Man möchte es nicht für möglich halten, gell? Wirft er gerade einmal 3 Minuten die Angel aus und hat er so ein Drum dran hängen. Ja, ich hab ja schon gemeint, der ist irgendwo hängen geblieben, weil er sich so tappig angestellt hat, nicht? Aber nein, er holt diesen Fisch da raus. Ja, das ist eben mein Können aus dem Instinkt heraus, mein Lieber. Dazu brauche ich keine Prüfung und den ganzen Klimbim. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Ja, große Kosten auf alle Fälle. Das war kein Können, das war reiner Zufall. Ja, weil der Fisch zufällig an der Angel vorbeigeschwommen ist und nicht gesehen hat, was am anderen Ende von der Schnur für eine Flasche sitzt. Das hat der mir mit Absicht gemacht. Wie kommt der Preis überhaupt dazu, aus unserem bayerischen See die schönsten Fisch rauszuholen? Die Fische, die kennen uns Bayern. Ja, dann fang sich doch selber einen. Ich war diesem einmaligen Geschöpf eben sympathischer. Gell, mein Kleiner? Und jetzt kommst du schön hübsch in die Pfanne. Ach, liebe gnädige Frau, schau dir doch mal dieses Prachtexemplar an. Der ist ja wunderbar. So, nimm dir Beispiel, Erich. Du hast bis jetzt noch nicht einmal ein Schweizer von einem Fisch gefangen. Red doch du nichts, wenn du nichts davon verstehst. Und jetzt geht mir erst ein Licht auf. Den Fisch hat der mit meiner Angel raus. Irrtum, mit meiner. Die habe ich ihm nämlich geliehen. Das ist wurscht. Und dass wir das einmal ganz klar stehen, gell? Sie brauchen meiner Frau nichts zu zeigen. Weil sie interessiert sich nämlich gar nicht für Schwanzerl. Dafür Fischmoney! Woher möchtest du das wissen? Interessiert sich nicht, hab ich gesagt. Und was schreichert denn Sie dauernd da heraus umeinander? Dieser Platz ist öffentlich.
Ich kann mich bewegen, wo ich will. Dann bewegen Sie sich aus meinem Gesichtsfeld. Ihre Umeinanderschleicherei ist mir schon lang verdächtig vorgekommen. Sag mal, spinnst du jetzt? Jetzt nicht streiten. Was wollen Sie denn genau damit sagen? Nicht da mit dem Pflicht von meiner Nase dran. Und das so wieder geht. Ich kenn zwar diese aufgeblasenen Papagallis, die nichts anbrennen lassen, den ganzen Tag flanieren die am Strand auf und ab, hängen wie ein toller Hecht in jeder Bar rum, simulieren den Lebemann und balzen hemmungslos jedes weibliche Wesen an, was nicht gleich die Flucht ergreifen kann. Warst du gestern Abend in einer Bar? Auf so einen Schwachsinn gib mir doch gar keine Antwort. Keine Antwort ist auch ein Geständnis. Jetzt nicht streiten, Leid. Wissen Sie, was Sie mich jetzt mal können? Ja, Sie sind ja nicht mehr ganz knusper da oben. Und jetzt geben Sie mir meinen Fisch wieder. Das ist ein bayerischer Fisch. Aber von einem Preußen gefangen. Finden Sie sich endlich ab damit, Sie bayerischer Bierschädel, Sie. Unglaublich. Sie Grabmuller, sagt Sie. Sie, das Besondere, gell? Du musst einen Schubser doch. Ach so, was denn? Den hab ich jetzt gegeben. Ja, großartig. Eine tolle Vorstellung. Aber warum eigentlich? Da wirst du meine Frau fragen, die kann sich da vielleicht aufklären. So. Ja, natürlich. Wenn man selber ein schlechtes Gewissen hat, dann versucht man die eigene Schuld auf den anderen abzuwälzen. Ich trage gleich durch. Was denn für eine eigene Schuld? Hab Beweise für deine milde ausgedrückt Entgleisung. Ich bin kein Zug nicht und ich ein Gleis auch nicht. Herr Zöberl, sagen Sie bitte Ihrer Frau, dass ich ihr sehr dankbar bin. Ja. Für was? Für das, dass sie mich so selbstlos aufgeklärt hat. Als ob du das noch nötig hättest. Du wär jetzt bitte nicht geschmacklos, gell? Die Frau Zöberl wird wahrscheinlich kein persönliches Interesse haben, mir über deine offensichtliche Untreue Märchen zu erzählen. Sie hat alles gehört und gesehen. Moment einmal. Gehört und gesehen? Meine Frau? Jawohl. Ah, dann kennen wir schon aus. Na, warte. Sag einmal, hab ich dir nicht gesagt, du sollst nicht mehr horchen? Hat doch gar nichts Jetzt haben's zugemacht, gell? Schon. Bei denen ist vielleicht was los. Komm, Mausi, geh mir rein. Du wirst doch nicht im Ernst glauben, dass ich mit dir nur da reingehe. Nein. Ich schlaf heute Nacht da heraus. Ja, sag einmal, war das jetzt alles dein Ernst, was du da gesagt hast? Und du hast mich doch auch verdächtigt, dass ich mit diesem komischen Gummientenheini da was am Hut hätte. Nein, mein Lieber, solange da nicht sämtliche Unklarheiten beseitigt sind wir zwei geschiedene Leute. Bitte? Wenn du unbedingt weiterspinnen willst. So. Aufblasen kannst du selber. Wünsche angenehme Ruhe. Ich möchte jetzt eine Erklärung. Da gibt's nichts zu erklären und nichts aufzuklären. Ach ja, und wegen der Mücken. Die sind zwar sehr unangenehm, verspritzen aber in der Regel ihr Gift nur bis Mitternacht. Frauen hingegen ihr ganzes Leben. Gnädige Frau, auch schon auf. Na, wie war die Nacht? Wunderbar. Endlich hat einmal niemand neben mir geschnarcht. Da war das Quaken der Frösche direkt erholsam. Dann möchte ich nicht länger stören.
Da gehe ich gleich wieder angeln. Grüß euch. Ja, Paul! Paul! Du schon wieder? Ich mein, du da auch. Irmi, gut, dass du auch da bist. Dann kann ich es euch ja gleich alle zwei mitteilen. Es ist aus. Na, nicht ihr auch noch. Also, jetzt möchte ich bloß wissen, warum ihr zwei euch nicht vertrauen könnt. Schrei doch den Paul nicht so an. Logisch, kann ich mir denken. Weil die Tochter dieselbe spitze Kuschen hat wie die Mutter. Bitte fangt's nicht ihr zwei auch noch zum Streiten an. Wir streiten uns doch nie. Nie. Jetzt red schon, Paul. Was ist denn? Also, stellt's euch vor. Ja, Irmi, du weißt das ja noch gar nicht. Die Gabi ist vorgestern die ganze Nacht nicht daheim gewesen. Nein. Ja, ich Depp, muss ich schon sagen. Ich renn umeinander wie ferngesteuert. Such überall, keine Spur. Ich Granatendepp. Ich sitz daheim und wart, statt dass ich auch fort wäre und mir einen vergnüglichen Abend gemacht hätte. Na. Ich sitz daheim, dreh Däumchen, während sie sich, weiß Gott, wo rumtreibt. Die Gabi treibt sich nicht rum. Bist du da sicher? Magst du auch einen Kaffee? Nein. Am nächsten Tag nehme ich noch einen ganzen Tag Urlaub, damit ich ja daheim bin, wenn sie vielleicht verletzt oder sonst irgendwie heimkommt. Kommt sie frisch und fröhlich daher und hat die Frechheit, mir vorzuwerfen, dass ich mir keine Sorgen um sie gemacht hätte. Kannst du noch reden? Kaum. Ja, vielleicht hat sie sich Sorgen gemacht und wollte es bloß nicht sagen. Meine liebe Irmi, da kennst du aber deine Tochter wirklich schlecht. Warum hast du nicht gesagt, dass ich da war? Jetzt haut's mir gleich einen Vogel hinaus. Hab ich dir nicht bei unserer Männerehre schwören müssen, dass ich kein Wörterl nicht sag? Ja, aber da muss man doch ein Gespür dafür haben, wenn die Situation dramatisch wird. Du, ich hab mir bei den eigenen dramatischen Situationen genug zu tun. Da brauche ich dein Mitglied auch noch dazu. Moment einmal, wieso sagst du zu ihm, warum er nichts gesagt hat? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das ist auch nicht notwendig. Und, Paul, was willst du jetzt machen? Ich lass mich scheiden. Oh Gott, das würde er hat so gerade erst geheiratet. Ja, und was uns die Hochzeit kostet hat, davon möchte ich gar nichts reden. Ich kann einfach nimmer. Die Gabi macht mich seelisch und nervlich kaputt. Ah, Paul, geh weiter, es wird schon wieder. Was glaubst du, wie oft ich schon so weit war? Ich möchte doch bloß beruhigen, nicht? Komm, Paul, jetzt gehst du mit mir angeln, das beruhigt. Na, ich hasse Angeln. Ja, dann schaust zu, das beruhigt auch. Nein, das regt mich auf. Jetzt lassen heute, dass er bei mir da bleibt. Ich hab immer Verständnis für dich, gell, Paul? Also, das ist ein Problem unter Männern. Die können nur Männer untereinander lösen, nicht? So. Wir Frauen haben ja in einer Ehe nichts zum Mitreden. Frau, jetzt wirst schon wieder unsachlich. Paul, komm, wir gehen. Also gut, von mir aus. Sollte die Gabi auftauchen, was soll ich dann sagen? Dass ich schon beim Anwalt bin, für dich. Gott, na, was soll denn das noch werden? Das ist vielleicht ein Urlaub. Und sowas nennt sich dann die schönsten Wochen des Jahres. Frau Sterzel, sind's da? Ja, freilich bin ich da. Wo soll ich denn sonst sein? Ja, da haben Sie recht, gell? Ist irgendwas? Ja, Frau Sterzel, ich wollte Sie fragen, Sie kommen nicht zufällig zum Supermarkt über? Doch, grad geh. Brauchen Sie was? Ja, könnten Sie mir vielleicht 2 Dosen Ravioli mitbringen? Da schau her. Macht man auch mal eine Büchsen auf. Ja, immer mag man ja auch nicht am Herd stehen und kochen gehen. Und außerdem geht's mir heute noch nicht so gut. Sie, Frau Zöberl, wie war jetzt das eigentlich genau mit meinem Mann und dem Flitschel da? Ja, mei, so genau habe ich das auch wieder nicht gesehen. Und außerdem sage ich nichts mehr. Nie mehr sag ich was. Keine Angst. Das erfahre ich schon noch. Von mir? Aha, nicht da. So, mein lieber Paul, das war's dann wohl. Niemand da? Naja, ist eh wurscht. Ich bleib jedenfalls. Und wenn ich unter dem Wagen auf der Luftmatratze schlafen muss. Hallöchen. Ui, eine junge Dame. Ja, Entschuldigung. Keine Ursache. Ist irgendwas? Wir kennen uns noch nicht. Heinrich Hösler.
Sie campen auch hier? Naja, wie man es nimmt. Was tragen Sie denn da spazieren? Ja, die Sache ist die, ich habe da ein kleines bis mittleres Problem. Hab ich auch. Ja, aber das Ihre ist mit Sicherheit leichter zu lösen, wie das meine. Sehen Sie, ich hatte das große Anglerglück, ein Prachtexemplar von einem Fisch zu fangen. Ja, sehen Sie sich doch den mal an. Boah. Ja, aber leider bin ich als Junggeselle nicht darauf eingerichtet, daraus irgendetwas Essbares zu machen. Ach so, Sie können nicht kochen. Ja, das könnte man so ausdrücken. Ja, aber den Fisch brauchen Sie doch nur in der Pfanne legen, ein bisschen an Butter rein und einfach brutzeln lassen. Ja, da sind wir schon bei meinem zweiten Problem. Ich kann nämlich nicht brutzeln. Ich habe nämlich keine Pfanne. Mein Gott, das ist ja direkt tragisch. Haben Sie einen Grill? Leider auch nicht. Ich gehe normalerweise essen. Schlimm, schlimm. Da fangt man einen Fisch und weiß nicht, wohin damit. Ja, was mache ich denn da? Ja, was machen wir denn? Ja, ich dachte schon an die Möglichkeit, ob die nette Dame von dem Wagen dort mir in irgendeiner Art und Weise Hilfestellung leisten könnte. Ist sie denn nicht da? Nein, die ist nicht da. Ach, schade. So eine nette Frau. Naja, aber vielleicht ist es auch besser so. Wissen Sie, Ihr Mann ist nämlich ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse. Wirklich? Ja, da könnte ich Ihnen eine Story erzählen. Darf ich? Ja, bitte. Dankeschön. Und das stellt mir der Typ doch wirklich, ich hätte es auf seine Frau abgesehen. Ja, stellen Sie doch das mal vor. Ja, und dann beschimpft er mich auch noch auf die übelste Art und Weise. Ja, dabei habe ich mit der netten Dame nur ein paar ganz belanglose Worte gesnackt, ne? Was? Geredet, ne? Ja. Ja, und wie der erst ausgeflippt ist, als ich den Fisch da gefangen habe. Also einfach unglaublich. Ja, sagen Sie mal, kennen Sie diesen unausstehlichen Bayern mit seinem Weißwurstbauch denn persönlich? Nicht mehr. Ja, dann rate ich Ihnen, halten Sie Abstand von diesen bayerischen Obelix, denn man weiß nie, wie der gerade reagiert. Aber Sie bleiben doch hoffentlich länger. Unbestimmt. Ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, Frau oder Fräulein? Uninteressant. Einfach nur Gabi. Gabi, wie hübsch. Ja, für Gabi tu ich alles. Ja, ohne Sie bedrängen zu wollen, aber sollten Sie die Zeit hier quasi solo verbringen und sollte Ihnen meine bescheidene Begleitung nicht direkt unangenehm sein, dann... Jetzt halten Sie doch keine so geschraubten Vorreden. Kommen Sie doch zur Sache. Ja? Sie wollen sich mit mir treffen. Ja, das auch. Ja, wie herrlich unkompliziert Sie das auf den Punkt bringen. Ja? Wissen Sie, diese bayerische Bevölkerung ist ja größtenteils sehr gewöhnungsbedürftig. Aber diese herzerfrischende Offenheit, es hat einen nicht zu verachtenden Reiz. Bei der Damenwelt natürlich. Darf ich hoffen? Man soll die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht schon heute Abend? Vielleicht, wenn ihr nichts Besseres vorhabt. Ja, was gibt's denn Besseres, als sich von Heini verwöhnen zu lassen? An mangelndem Selbstbewusstsein leiden Sie wirklich nicht. Und womit dachten Sie denn so, mich zu verwöhnen? Naja, mit allem, was Ihr Herz begehrt. Ein exzellentes Abendessen, Dessert, die Cocktailkarte rauf und wieder runter. Da bin ich mit Sicherheit so blau, dass ich keinen Schritt mehr gehen kann. Ja, dann werde ich Sie auf Händen zurücktragen. Also, das müsste man ja direkt drauf ankommen lassen. Sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Da ist ja schon wieder das Flietschall. Macht ja nicht mehr vom Preisen heute. Das muss ich leider verstärken sollen. Liebe Gabi, wann darf ich Sie denn heute Abend von wo abholen? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, wie Sie mich erreichen können. Dann sagen Sie mir's heute. Also, Sie gehen da entlang, dann den dritten Weg nach rechts und dann ist der 4. Stellplatz. Ist nicht zu übersehen, es hängt eine kaputte gelbe Gummiente an der Tür. Wieso das? Ja, das ist eine längere Geschichte. Sie können mich aber auch über Handy erreichen. 0199 669 9969. Angelkiste, grüß Gott. Guten Wo Tag. hat er jetzt gesagt? Gabi! Paul! Was will denn dieser Mensch von dir? Ja, entschuldigen Sie mal, ich bin kein Mensch. Ja. Da haben Sie recht. Sie sind ein Preis.
Und außerdem gehört es sich nicht, in ein intimes Gespräch zu platzen. Sie pflegen sie. Intim? Oh, Entschuldigung. So ist es also. Nein, so ist es nicht. Wie soll es auch anders sein? Wo und wann auch immer ein Bayer auftaucht, gibt es immer nur Probleme. Ja. Die kannst du gleich haben, die Probleme. Nee, lieber nicht. Fräulein Gabi, ich warte dann auf Ihre Nachricht. Ich empfehle mich. Ein bisschen plötzlich. So lassen Sie mich doch vorbei. Ging es heute um mich rum und nicht durch mich durch? Bayernschreck aufblasen. Wow! Paul! So, Frau Sterzel, da kommen wir. Schauen Sie mal selber, da ist das Flitschall wieder. Und da ist ja noch einer dabei. Mama! Hä? Ja, langsam mal. Meine Frau ist doch kein Flitschall nicht. Hoffentlich. Ha? Dieses nette junge Fräulein bezeichnet Sie als Flitschall, also Frau Zöberl. Aber Frau Sterzel, das müssen Sie doch selber sagen. Gestern Ihr Mann, heute dieser Gummientenheini da und der da womöglich auch noch. Aber Frau Zöberl, das ist doch meine Tochter. Ja, und natürlich auch die von meinem Mann. Wer ist das? Ihre Tochter? Täuschen Sie ja da nicht. Ich glaub, mir ist heute schon wieder nicht so ganz gut. Das ist ja unglaublich. Wie ich das Gespräch unschwer entnehmen konnte, ist Ihnen dieser Herr dort nicht ganz unbekannt? Vergessen Sie es. Ich bin nur Ihr Mann. Nicht weiter wichtig. Ja, aber mit Ihnen spreche ich auch nicht. Gehe ich nun recht in der Annahme, dass das für heute Abend geplante Rendezvous damit hinfällig ist? Wenigstens das hat er begriffen. Ja, das könnte einem aber auch mal früher gesagt werden, was? Ja, da weiß man wieder, wo man ist. In Bayern! Na, jetzt habt ihr euch ja wieder gefunden, ihr zwei. Und? Wie schaut's aus? Ich wollte nur am Erich sein Angelkisteln holen. Und ich wollte fragen, ob ich da bleiben kann bei euch. Für immer. Wir bleiben aber nicht für immer auf dem Campingplatz. Mama, du verstehst mich schon. Nein, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe euch alle zwei nicht. Aber Mama, du hast mich doch bis jetzt immer verstanden. Ja, aber irgendwann ist einmal Schluss. Das ewige Hin und Her zwischen euch. Einmal da vertragt euch, da fresst euch fast vor Liebe. Ja, das war einmal. Bitte, da hörst du das selber. Kindereien sind das. Werd's denn ihr nie erwachsen? Man kann doch in einer Ehe nicht wegen jeder Kleinigkeit gleich auf- und davonlaufen und von Scheidung reden. Ihr habt scheinbar noch nie wirklich große Probleme gehabt. Sonst hat es euch nämlich vergehen, auch nur beim Hauch von einem Windel gleich das Handtuch zu schmeißen. Ich kann euch was sagen. Im Lauf der Jahre kommen noch Orkane auf euch zu. Das dürft ihr mir glauben. Das liegt alles nur an seinem Dickkopf. Ja, aber an deinem schon auch. Ja, da bin ich jetzt ganz deiner Meinung, Paul. Wenn jetzt der Paul keinen Dickkopf hätte und sich nicht auch durchsitzen darf, war es da auch nicht recht, weil er dann ein Waschlappen wäre. Und wenn sie keinen hätte, dann wär's dir bestimmt mit der Zeit fad und langweilig. Also Schluss jetzt, vertragt's euch. Aber er ist doch schuld. Und dann hat er mir sogar noch was nachgeschmissen. Ja, deinen alten, verhauten Schmuse-Teddybär, weil er der wichtiger ist als ich, ja? Und was bitte, was magst denn du, ha? Du schmeißt den Aschenbecher in unseren schönen neuen Glasschrank rein. Der hat mir sowieso noch nie gefallen. Wer bitte hat denn gesagt, dass er schlicht und einfach will? Und der Glasschrank, der ist schlicht und einfach. Ich habe mich nur gefügt, wie immer. Außerdem ist der nicht schlicht, sondern stinklangweilig. Bitte, bitte, da hörst du das. So macht sie mir's immer. Ich kann sagen und machen, was ich will. Es ist immer verkehrt. Die Frau, die macht mich nur wahnsinnig. Die bringt mir doch immer Verstand. Jetzt pass mal auf, Gabi. Der Papa und ich, wir lieben dich wirklich über alles. Aber schon langsam habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen zu viel davon erwischt hast. Besonders dein Papa, der hat dir nie irgendeinen Wunsch abgeschlagen. Und das war ein Fehler. Ja, verzogen ist. Also, ich war euch immer dankbar für alles. Dann sei es jetzt auch für so einen liebevollen, anständigen, deine Launen geduldig ertragenden Ehemann. Denn so wahr ich deine Mama bin, weißt du, was ich jetzt am liebsten tat?
Die ein paar anständige runterhauen, damit sie dein Dickkopf ein bisschen zurechtrückt. Also Mama! So, jetzt geh ich ins Strandcafé auf ein Cappuccino. Und wenn ich zurückkomme und es herrscht doch kein Waffenstillstand und Friede und Eintracht, dann gehe ich erst einmal so richtig aus mir raus. Das darfst du mir glauben. Nimm dein Beispiel an deine Eltern. Wir streiten nie. Willst du nicht auch hinsetzen? Na, der Erich, der wartet auf sein Angelkistel. Lassen warten. Deine Mama ist eigentlich eine ganz patente Frau. Klar, weil sie mir zu dir ruft. Also wenn du so anfängst, dann kann ich auch gleich wieder gehen. Na, bleib da. Bitte. Dann machst du in der ersten Stunde mit diesem preußischen Knalldepp da eine Verabredung aus. Weißt du, wie ich das finde? Ah, ich sag's lieber nicht. Mein Gott, die war doch gar nicht hingegangen. Der hat mir sowieso nicht gefallen. Interessant. Und wenn er dir gefallen hätte? Dann wäre ich auch nicht hin. Ehrlich? Glaubst oder glaubst nicht? Und wo du vorgestern Nacht warst, das weiß ich immer noch nicht. Das wirst du auch nie erfahren. Ach, so ist es. Du hast also Geheimnisse vor mir? Nein, aber ich möchte jemanden nicht kompromittieren. Das wäre ja immer besser. Gabi, so kommen wir nicht weiter. Entweder du bist jetzt schonungslos offen zu mir und sagst mir, was in dieser Nacht passiert ist. Mach's doch nicht gar so dramatisch. Also gut, ich sag das. Schonungslos. Schonungslos. Aber ich fürchte, du wirst die Wahrheit nicht ertragen. Ja, bin ich jetzt ein Mann oder bin ich ein Waschlappen? Also ich würde sagen, ein nasses Handtuch. Und mein Fisch brauchen Sie auch nicht. Was hat der gesagt? Was bin ich, ha? Ein Mann natürlich. Und zwar mein Mann. Also, ich war mit der Mama in einem Hotel. Mit deiner Mama? Wieso das? Ja, weil sie auch Ärger gehabt hat mit dem Papa. Okay, unmöglich. Sie hat doch gerade gesagt, sie streiten sich nie. Ja, mei, alles darf man uns Frauen halt nicht glauben. Katze, Entschuldige, aber dein Papa, der wartet auf das Kistel da. Lassen warten. Hallo, Lieben! Hallo, ich bin wieder da. Na, wo sind Sie denn jetzt? Psst, da können Sie nicht rein. Was haben die Jungen drin? Ihnen entgeht aber auch gar nichts, gell, Frau Zöberl? Ja, mei, was kann denn ich dafür, wenn das Fenster akkurat da rausgeht? Und wenn ich da stehe und abspüle, dann muss ich da rausschauen, ob ich will oder nicht. Aber bitteschön, gehen Sie doch rein und stören Sie das junge Glück. Weiß der Geier bei was? Bitteschön. Ja. Und Fantasie haben Sie auch eine rechte Regel, gell? Da braucht man keine Fantasie, wenn man die gesehen hat. Frau Zöberl, das junge Paar hat sich gestritten und jetzt versöhnen sie sich wieder. Das ist doch schön. Oder kennen Sie sowas aus Ihrer Ehe nicht? Mein Gott, das ist schon so lange her. Das Versöhnen, meine ich. Streiten da wir noch öfter. Okay. Dass Sie meinen Mann so schwer verdächtigt haben, das war für schon ein starkes Stück. Also, was ich gesehen habe ich gesehen. Was sehen und wissen sind zwei Paar Stiefeln. Und wenn man nichts weiß, dann soll man am besten seinen Mund halten. Meinen das nicht auch? Also, Sie reden Sie leicht. Was soll ich den ganzen Tag machen, wenn ich immer so allein bin? Ja. Und wenn jetzt unsere Ehe deshalb auseinandergegangen war, das wäre Ihnen doch auch nicht recht, oder? Das war doch nie passiert, Frau Sterzel. Ihr Mann hat doch gewusst, dass er bloß seine eigene Tochter abpuzzelt hat. Ja, aber ich hab doch das nicht gewusst. Also eine Logik haben Sie. Da kann man gleich lachen, wenn es nicht so tragisch war. Sind Sie jetzt wieder gut mit ihm? Ach, woher denn? Wie er halt in der Früh weg ist, hab doch ich noch nicht gewusst, dass das Flietschall da meine Tochter ist. Tut mir leid, Frau Sterzel, das wollte ich nicht. Ich hab mit meinem Mann sowieso einen Mordskrach deswegen. Der hat mir vielleicht einen ganz schönen Marsch blasen. Dabei hab ich's doch bloß gut gemeint. Ja, Schwamm drüber. Wollt ihr einen Kaffee? Oh ja, gern. Aber wo wollen Sie den herbringen? Ja, von da drin halt. Geht nicht. Die Junge. Sie sind vielleicht eine Marke. Weiß ich. Mir entgeht nix. Jermi!
Jesus, was ist denn jetzt schon wieder los? Ihr bist ein Kescher! Ich hab einen! Was hast? Der hat einen riesen Fisch auf der Angel! Mein Gott, mein Mann hat jeden Tag einen, wenn der immer so ein Geblär machen darf. Kinder, macht's auf, ich muss rein. Wir brauchen Kescher. Frau Sterzel, lassen Sie die Jungen. Nehmen Sie den von meinem Mann. Dankeschön. Erich, wo bist du? Der geht da am Ufer! Aber schick den, kommt ihn nicht mehr lang halten! Tausends, Frau Sterzel, tausends. Was ist denn los? Ihr Papa hat einen Fisch gefangen. Was? Und da macht er so einen Aufstand. Ja, mein Gott, wenn's der erste Fisch seines Lebens ist. Also, Sie sind wirklich ein nettes Paar. So ein Glück! Das ist so ein Glück! Jetzt hast du jetzt tut der Arm schon weh! Ja, wer erbarmt sich seiner? Ich kann doch keiner Fliege etwas zu Leide tun. Ja, aber angeln. Also gut, ich erledige das für dich, gell? Ja, der Fisch ist ja schon ausgenommen. Da. Das ist aber eine komische Fischart. Ha? Ja. Und da ist ja auch ein Zettel auch noch dran an dem Fisch. 14 Tage Anglerurlaub. Was ist denn? Nichts gefangen, nur geschwommen. Drum hab ich den Fisch gleich ausgenommen. Ja, dieses Prachtexemplar hab ich aus ihrem bayerischen Seen geklaut. Als Wiedergutmachung habe ich eine Languste aufgetaut. Ja, Fischerkönig sind sie leider nicht geworden. Trotzdem sagt Petri Hein, der Gummientenheini aus dem Norden. Erich, ich gratuliere zu diesem Fang. Nie wieder angeln! Nächstes Jahr fliegen wir in die Karibik! Okay, wieso denn? Ist doch was Schönes. Anglerglück am Campingplatz.